rein, komm herein, komm herein. Weißt du, ich habe ganz finstere Pläne. Also nochmal, falls Sie etwas zu sagen haben, etwas von mir wollen, eine coole Erfindung brauchen. Das hat er auch gemacht, aber das ganze Viertel war nachher weg. Okay, zuerst kommt das Intro, wie immer Begrüßung. Genau. Den Übergang vom Lied machst du, gell? Ja, Ich mache deine den. Geschichte. Sind wir bereit? Ja, das Hey, geht's. wunderbar. Warte mal schon, ich habe da noch Post bekommen. Ah, Zuschauer. wie lässig! Hey, danke, danke mal. Wow, schau mal, wie schön. Ah, das ist ja wie Weihnachten. Hey, so Schau mal, wie schön. cool. Gott liebt alle Menschen. Richtig schön. Das kommt definitiv einen grossen Platz unserer Oh ja, Wand. die hängen wir Und nachher da haben wir drauf. bekommen noch so selber gemachte Schwäne. Da steht drauf, Gott liebt uns und Gott ist mächtig. Danke vielmals, haben ihr uns die eingeschickt. Wir haben mega Freude. Die stellen wir jetzt gerade da auf, wenn sie stehen. Und dann können wir es nachher dann aufs Gestell tun. Hey ja, danke mal für die coolen Zeichnungen, für die coolen Schwäne und mega schön hast du eingeschaltet. Egal wer du bist, wo du gerade zuschaust, vielleicht bist du auch das erste Mal da, vielleicht hast du schon mega viele Sendungen geschaut. Herzlich willkommen. Wir freuen uns mega, dass wir da sind und mit dir Zeit verbringen. Ja, Weihnachten ist schon wieder vorbei, unglaublich schnell gegangen. Wir hoffen, ihr habt eine wunderschöne Zeit gehabt, schön feiern, vielleicht sogar ein paar coole Geschenke bekommen. Ja, und trotzdem, wenn wir immer daran denken, was ist der Grund für Weihnachten? Und zwar, dass Gott seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat, wie er das schon vor langer Zeit versprochen hat. Und es gibt ein Lied, das auch um das geht, was Gott uns versprochen hat und immer noch verspricht. Es geht dort in dem Lied nicht um Jesus, der auf die Erde kommt, sondern dass er immer bei uns ist. Und das Lied werden wir jetzt miteinander singen. Ja, im Lied haben wir hören, dass Gott immer über uns ist. Und in der Bibel haben wir noch viele weitere Versprechen, die Gott uns gibt. Und das Schöne daran ist, dass wir wissen dürfen, dass all diese Versprechen wahr werden. Der Paulus hat auf seiner Reise immer wieder Schwierigkeiten erlebt, aber er hat gewusst, dass Gott seine Versprechen hält. Und das hat ihm auch mega viel Kraft gegeben, um all diese Schwierigkeiten durchzustehen können. Ja, der Paulus muss nämlich heute als Gefangener auf Rom. Wird er die gefährliche Reise überleben und kann er sich während dieser Zeit auch an Gott festheben? Alles das werden wir heute in der Geschichte hören. Komm, wir hören gerade mal rein.
Hey, schau mal, was ich bekommen habe. Super Gewinn. Hauptpreis. Ich habe ihn gewonnen. Es ist so gut. Also, das haben sie mir so geschickt. Oder ich habe das so bekommen. Sofort öffnen steht da drauf. Das mache ich natürlich. Sicher bist du auch sehr gespannt, was so drin ist. Und ich schaue jetzt gerade hier. Es hat sogar einen Zettel drin. So gut. Also, dann nehmen wir den mal raus. Und dann sehen wir da aber, da steht, sie haben... Was? Das gibt es ja nicht. Jetzt musst du mal das anschauen. Sie haben leider keinen Preis. Ist immer das Gleiche. Ich habe es gewusst. Dem versprechen sie irgendeinen Preis und schlussendlich ist es gleich nicht. Ja, nein. Das ist jetzt aber gerade eine Enttäuschung. Ja, und enttäuscht wird man immer wieder. Aber ich habe etwas, wo du nie enttäuscht wirst. Ich muss es gerade schnell holen. Und das ist nämlich die Bibel. Ja, die Bibel, die enttäuscht uns nie. Und die Bibel ist so ein wunderbares Buch. Das ist Gottes Wort. Und die Bibel ist voll Versprechungen. Und dann darfst du wissen, all die Versprechungen, die Gott gibt, die halten er ein. Ja, die Bibel ist viel mehr als einfach nur ein Buch mit vielen Geschichten drin. Nein, das sind eben, wie ich gesagt habe, ganz viele Versprechen. Und eins, das haben wir zum Beispiel jetzt gerade, das schauen wir jetzt gerade an, Johannes Kapitel 10, Vers 28. Kannst du wieder auch deine Bibel auch aufschlagen oder schnell holen, wenn du sie nicht dabei hast. Johannes 10, Vers 28. Dort steht jetzt zum Beispiel: Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Also auch da ein Versprechen von Gott. Ich schenke ihnen das ewige Leben, ihnen, denen, die an ihn glauben. Und niemand kann sie von dem wegreißen. Und da kannst du sicher sein, Gott hält seine Versprechen. Und auch der Paulus hat genau das gewusst. Gott macht das, was er sagt. Und er hat gewusst, egal was alle die Leute rundherum machen, niemand kann ihn von Gott wegreißen. Niemand kann ihn von der Liebe von Gott wegreißen. Trotzdem, dass er jetzt gefangen ist. Als Gefangener wird er mit einem Haufen anderer Gefangenen Richtung auf Italien gebracht. Die Reise geht los. Der Paulus hat dir das bewusst auch gesagt. Er will, dass er vor den Kaiser kommt. Und jetzt geht es also los. Die grosse Reise auf dem Schiff, auf dem Segelschiff. Also kein schönes, modernes Motorschiff. Nein, ein Segelschiff. So geht die Reise los Richtung Italien. Und wir sehen da eben, sie sind auch in den See oder ins Meer rausgestochen mit ihrem Schiff. Zuerst am Anfang noch schön. Nahe an der Küste sind sie entlang gefahren. Die Reise ist so dort, also man hat das Land eben immer gesehen, so sind sie gefahren. Aber eben, das war nicht eine schöne Ferienreise. Nein, der Paulus war ja gefangen. Wahrscheinlich war er sogar noch angekettet, das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls als Gefangene sind sie auf dem Schiff losgefahren. Küste entlang bis auf Sidon. Sidon, das war mal der erste Halt, den sie dann gemacht haben. Und dort hat der Paulus schon etwas Wunderbares erlebt. Und zwar hat der Hauptmann, der Julius, so der Hauptmann, der hat ihm erlaubt, dass er ein Schiff verlassen kann in diesem Ort Sidon und dass er dort kann seine Geschwister, also Geschwister im Glauben, andere, die auch an Jesus glauben, kann besuchen, seine Freunde kann besuchen. Wie wunderbar. Obwohl er gefangen war, hat er dorthin und ist gestärkt worden durch seine Freunde. Sie haben ihm Essen mitgegeben, mit allem, was er gebraucht hat. Aber schon bald ist die Reise weitergegangen. Sie sind an einer Insel vorbeigefahren, die kennst du vielleicht. Insel Zypern hat die geheissen. Und danach sind sie eigentlich mehr oder weniger so über das offene Meer gefahren bis an den nächsten Ort. Der heisst Myra. Und sie sind recht gut vorwärts gekommen, sie hatten guten Rückenwind gehabt. Wunderbar gewesen. Aber in Myra, dort haben sie ein Schiff wechseln. Das Schiff, wo er drauf war, das ist nur bis auf das Myra gefahren. Und dort mussten sie ein anderes Schiff haben. Der Hauptmann hat dann aber relativ schnell ein anderes Schiff gefunden. Das war ein Schiff, das von Ägypten hergekommen ist und auch das Ziel Italien hatte. Ja, und so hat er organisiert, dass sie dann dort auf das Schiff gehen können. Aber darauf ist es nicht mehr so.
es ist nicht mehr so gut gegangen. Sie sind nicht mehr so gut vorwärts gekommen. Der Wind hat nämlich gekehrt und sie haben sehr starken Gegenwind gehabt. Und eben recht starken Wind auch. Wenn ein starker Wind kommt, jetzt eigentlich fast kein Wind, das heisst, es hat auch keine Wellen, der See ist ruhig. Wenn ein starker Wind kommt, dann kommen automatisch auch grosse Wellen. Und so haben sie recht Mühe gehabt, um vorwärts zu kommen. Und mit grosser Anstrengung haben sie den nächsten Ort erreicht. Eine nächste Insel haben sie erreicht. Und zwar war das die Insel Kreta in Griechenland. Vielleicht kennst du die auch, vielleicht bist du sogar einmal dort in der Ferien gewesen. Dort sind sie jetzt also hergekommen, am Anfang dieser Insel, so in einer Bucht, haben sie anhalten. Die Schiffsleute haben schon zueinander gesagt, das ist nicht gut, wir haben sehr viel Zeit verloren, wegen dem starken Gegenwind. Und das Problem war, es war schon Oktober, das heisst, der Winter steht bevor. Und Oktober, das ist eine Zeit, die kommt, wo es grosse Stürme gibt auf dem Mittelmeer. Und sie haben gesagt, das wird schwierig, das Weiterreisen, das wird sehr gefährlich. Was machen wir nun? Aber da in dieser Bucht, da ist es auch zu wenig sicher, zu wenig gut irgendwie, da können wir auch nicht bleiben. Was sollen wir machen? Der Paulus ist dann gekommen und er hat ihnen gesagt, ich kann das da gerade vorlesen, Apostelgeschichte 27, Vers 10. Da sagt der Paulus, Männer, wir werden in grosse Schwierigkeiten geraten, wenn wir jetzt hier weiterreisen. Es ist nicht gut, wir müssen da bleiben, wir haben keine andere Wahl. Das Material, das wir auf dem Schiff haben, das Schiff selber, könnte kaputt gehen. Aber nicht nur das, sondern auch unser eigenes Leben ist in Gefahr. Der Paulus hat gesehen, dass es nicht gut ist, weiterzugehen. Und doch hat er im Ganzen innen ganz ruhig sein. Weil er ist sich sicher war. Gott weiss alles zum Voraus. Und Gott hat alles gut geplant. Auch mit dem Paulus hat er alles wunderbar geplant. Und er wird ihn sicher ans Ziel führen. Und das Ziel von Paulus war ja eben Rom in Italien. Warum hat das der Paulus gewusst? Für das gehen wir schnell ein bisschen zurück. Kapitel 23. Dort hat Gott nämlich an Paulus Folgendes gesagt. Vielleicht kannst du dich erinnern. Vers 11, genau, da steht, dass Gott zum Paulus kam und ihm gesagt hat, sei zuversichtlich, Paulus. Genauso wie du den Menschen hier in Jerusalem von mir erzählt hast, musst du meine Botschaft auch in Rom predigen. Also der Paulus wird auch in Rom von Jesus erzählen. Gott hat ihm das versprochen. Darum hat der Paulus gewusst, wir werden dort herkommen. Ja, weil Gott haltet seine Versprechen. Und das Wunderbare ist, viele von diesen Versprechen von der Bibel, die gelten auch uns, die gelten dir, die gelten mir, die gelten den Menschen, die an ihn glauben. Zum Beispiel steht weiterhin im Hebräer, ich will dich nicht verlassen. So sagt Gott zu seinen Kindern. Dann darfst du wissen, Gott wird mich nicht verlassen. Egal was kommt. Er ist da. Und Schritt für Schritt möchte er uns seine Versprechen auch zeigen. Ja, und darum ist es so wichtig und auch nötig, mit ihm zu reden, zu ihm zu beten und in der Bibel zu lesen, dass wir wirklich die Versprechen auch kennenlernen dürfen. Ja, und so können wir auch nachher viel besser ihm vertrauen und ja, einfach mit dem Wissen, Gott, er macht, was er sagt. Er hält sie. Die Schiffsleute, die haben aber immer noch den Plan gehabt, nein, wir können nicht da bleiben, wir müssen weitergehen. Es ist nicht gut da. Wir wollen an einen anderen Hafen in Kreta gehen. Da ist es nicht gut, da können wir nicht überwintern. Und so haben sie geplant, dass sie losgehen, rund um die Insel und vorne an einen anderen Ort. Sie sind gefahren und siehe da, am Anfang ist es recht gut gegangen. Es hat nur schwach gewindet und so sind sie gut vorwärts gekommen wieder. Aber nicht lange war es so. Schon bald hat der Wind wieder gekehrt und es ist ein starker Sturm. Genau die Stürme, die sie eben Angst hatten, ist losgegangen. Es hat gewindet und die Wellen sind gekommen und schon bald haben sie mit dem Schiff nichts mehr machen. Sie haben es nicht mehr richtig führen. Es ist nicht mehr gegangen. Oder sie konnten es nicht steuern. Der Sturm ist immer heftiger geworden. Sie haben das Schiff unten beim Rumpf, das ist der untere Teil des Schiffs, dort haben sie noch mit Seilen so verstärkt, haben sie noch versucht. Aber auch das hat nicht mehr viel genützt. Sie sind wie dem Sturm, dem Meer sind sie ausgeliefert gewesen. Ja, und sie haben das Schiff nur noch so treiben lassen. Sie haben zwar noch versucht, Material, das sie auf dem Schiff hatten, ihre Ladung rauswerfen ins Meer raus, dass das Schiff ein bisschen leichter wird, aber das hat nichts mehr genützt. Tagelang sind sie jetzt auf dem Meer getrieben
ohne dass sie einmal die Sonne gesehen haben oder den Mond und die Sterne. Also nur Wolken, starke Wolken, Nebel und fester Regen und Wind, Sturm. Niemand hat etwas dagegen machen. Niemand hat tagelang wieder etwas gegessen. Zum Teil sind sie wahrscheinlich sogar sehr krank geworden. Es war wirklich schlimm. Ich weiss nicht, vielleicht bist du auch schon mal auf einem Schiff gewesen. Hast du auch schon so eine Reise gemacht? Wie war es dort? Hast du auch so einen Sturm erlebt? Oder ist es gut gegangen zum Fahren? Ich hatte eine Idee, und zwar, dass wir vielleicht jetzt an dieser Stelle auch ein Schiffli bauen. Basteln, zusammen basteln. Und genau, der Josh zeigt jetzt uns, wie das geht. Ja, genau. Ich habe da jetzt etwas vorbereitet. Und zwar brauche ich einfach ein Blatt Papier. Und vielleicht kennen es die einen schon, vielleicht die anderen noch nicht. Und zwar möchten wir ein Schiffli basteln. Und jetzt sind wir das mal als Blatt Papier so halbieren. Wir haben das A4-Papier halben rum. Und dann als nächstes müssen wir da einen Mittelpunkt finden. Wenn wir da in der Mitte mal einmal umfalten, dann haben wir da einen schönen Mittelpunkt. Dann können wir das wieder aufmachen. Dann falten wir da so durch ab und auch durch ab, dass es so ein Dreieck gibt. Dann tun wir das auf. Und das kennen manche von euch vielleicht als einen Hut. Kann man sich schon einen Hut basteln, so zum Anziehen, wenn man sich ein grösser hätte. Und dann tun wir das umfalten. Also machen wir das so, dass wir ein schönes Quadrat haben. Und das Quadrat tun wir beide Seiten mal auf. Dann sind wir wieder bei einem Dreieck. Jetzt tun wir nochmal retour gehen und ziehen das raus. Und da haben wir ganz ein schönes Schiffli. Nicht ganz so gross wie das von Paulus, aber ihr seht hier den Rumpf, den sie umgebunden haben. Ihr seht hier sogar ein Segel, das sie auch gebraucht haben. Und das so ein bisschen als Hinweis. Und am Schluss des Films tun wir euch noch einen Link hinterlegen, wie man das basteln kann, dass ihr das auch selber zu Hause nachbasteln könnt. Super, danke Josh. Ich weiss nicht, meine Idee ist jetzt, komm, wir tun doch das gerade direkt da in See, schauen, ob es schwimmt, ob das auch wirklich funktioniert. Ja, sensationell. Schau mal, das geht. Also du siehst, es geht nicht unter. Super, sehr gut. Wir lassen jetzt das gerade dort. Gehen da wieder rauf. Ja, am Paulus' Schiff war natürlich viel stabiler, aus Holz, gut gebaut. Und doch, die Schiffsleute, die sind ohne Hoffnung. Sie sind immer noch mitten im Sturm. Das Schiff ist hin und her gewackelt und sie hatten Angst, riesige Angst, ohne Hoffnung. Aber es ist ein Stück weit auch klar. Sie haben die Versprechen, die Gott gibt, haben sie nicht gekannt. Sie haben Jesus selber überhaupt nicht gekannt. Ja, und das ist das Schöne. Alle die Jesus glauben, die können eine grosse Hoffnung in sich haben. Zum Beispiel steht an einem anderen Ort, in 1. Johannes, heißt: Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also darum steht das Versprechen auch wieder, damit wir das wissen können, damit wir uns genau daran festhalten können. Wer an Jesus glaubt, wer von ihm Vergebung hat, der darf sicher sein, dass er einmal für immer bei Jesus leben darf. Oder eben, wie die Bibel sagt, das ewige Leben darf haben. Ja, und eben darum ist es ganz wichtig, dass wir die Versprechen von Gottes eben auch kennen, darauf vertrauen können. Und je nachdem vielleicht sogar auch Gott daran erinnern. Herr, du hast doch gesagt, hilf mir. Das Beste eben, dass wir immer einfach an das erinnern, an das denken. Gott hat es gesagt und so wird er auch das machen. Und der Paulus, der hat eigentlich nichts anderes gemacht. Der hat einfach darauf vertraut, dass Gott alles richtig führt. Dass er ihn ans Ziel bringt. Und so hat er ruhig sein und ja, fest einfach auf Jesus vertrauen. Darum hat er den Leuten nachher gesagt, ihr Männer, ihr hättet eben besser auf mich gehört. Dann wäre uns das alles erspart geblieben. Der ganze Sturm, die Not, wo wir da drin waren. Aber ich bitte euch, geht jetzt nicht auf, fasst neuen Mut. Weil wir werden alle am Leben bleiben. In der letzten Nacht ist nämlich ein Engel zu mir gekommen von Gott
Und er hat gesagt, du musst keine Angst haben, Paulus. Mit dir werden nämlich alle am Leben bleiben. Also wieder, Gott hat es versprochen. Ja, 14 Tage sind sie jetzt schon da im Meer gewesen. Rumfahren, einfach irgendwo, sie haben nicht gewusst wo. Da plötzlich, um Mitternacht war es jemand, da hat ein Matros gerufen. Wir sind in der Nähe von einer Insel, werfen sofort Anker aus, damit wir nicht in einen Felsen fahren. Und voll Angst haben sie gewartet, bis es hell wird, bis sie etwas sehen. Einige Matrosen, die haben schon gedacht, wir müssen weg von dem Schiff. Das ist unsere Chance. Sie wollten flüchten. Aber der Paulus hat es gesehen. Und er hat den Soldaten gerufen. Heben Sie, packen Sie, weil wenn Sie gehen, dann sind wir alle verloren. Und sofort haben die Soldaten die Seile kaputt gemacht, wo so ein Beiboot oder Rettungsboot ist es wahrscheinlich festgehalten haben. So ist das Boot runter ins Meer gefallen und das war weg. Und die Matrosen konnten also nicht flüchten. Der Paulus sagt weiter, Leute, ihr habt lange nichts gegessen. Wenn ihr überleben wollt, dann müsst ihr jetzt etwas essen. Aber ihr könnt sicher sein, euch wird dann nichts passieren. Ihr werdet überleben. Der Paulus hat angefangen, hat Brot genommen, hat Gott danken dafür und hat es gegessen. Und das hat wiederum die anderen ermutigt, dass sie auch gegessen haben. Endlich wird es hell. Und tatsächlich, vor ihnen liegt eine Bucht. Ein wunderbarer Sandstrand war es. Sie haben das Land erreicht. Sie sind gerettet. Aber noch sind sie eben noch nicht am Land gewesen. Sie wollten herfahren und dann plötzlich gibt es einen riesen Ruck durchs Schiff. So stark. Und die Wellen waren ja immer noch da gewesen, dass das Schiff sogar kaputt gehen. Das Schiff ist in eine Sandbank hier gefahren. Eine Sandbank ist, wenn jetzt da unten am Meer oder jetzt da der See, so wenn ein Sandhügel ist, den sieht man aber von oben nicht. Und die haben das auch nicht gesehen und sind dort rein gefahren. Mit vollem Tempo. Und das ist kaputt gegangen. Ja, was machen sie jetzt? Das war ein riesiges Geschrei natürlich. Und sofort ist der Befehl von den Soldaten, hey, wir müssen alle Gefangenen töten, sonst hauen die ab. Aber der Hauptmann hat gesagt, nein, halt, stopp. Er wollte nämlich den Paulus retten. Macht das nicht. Und dann haben sie einen neuen Befehl gegeben. Alle sollen jetzt ins Wasser kumpen. Die einen sollen schwimmen. Die anderen sollen vom Schiff ein Stück Holz nehmen, wo sie sich daran heben können. Holz geht ja auch nicht unter. Und so können sie mit dem Holz zusammen ans Land schwimmen. Und ja, so haben sie es gemacht. Und tatsächlich, alle haben sich retten. All die vielen Leute, die auf dem Schiff waren, sind ans Ufer gekommen. Die Insel war übrigens die Insel Malta. Gerade unterhalb von Italien ist die Insel. Und dort sind alle hergekommen. Die Leute, die auf dieser Insel wohnen, die haben das natürlich auch gesehen. Die Aufregung. Oder was denn da los ist. Und sofort sind sie schauen. Und sie haben die Schiffsleute, die Gefangenen, freundlich in Empfang genommen. Es war immer noch kalt, Winter war, ein Sturm war. Und so haben sie schnell ein Feuer angezündet. Auch der Paulus war dort. Er hat geholfen beim Feuer machen. Und da, wo sie so da ums Feuer herumstehen, plötzlich kommt eine Schlange aus dem Feuer raus. Wahrscheinlich ist sie geweckt worden, weil es warm geworden ist. Und beißt dann Paulus in die Hand. Und alle Leute sind nur da gestanden. Ui nein, was passiert jetzt? Hilfe! Der Paulus, das ist Sandy, der wird sterben. Aber was ist passiert? Nichts ist passiert. Nein, es hätte gar nicht passieren können. Weil Gott hat versprochen, dass der Paulus bis auf Rom kommt. Und sie sind ja noch nicht in Rom. Und wirklich, es ist nichts passiert. Ein Wunder war es. Gott hat den Paulus bewahrt. Der lebendige Gott hat sein Leben beschützt. Ja, er wird ihn ans Ziel bringen. Die Inselbewohner, die Leute, die haben das nicht verstehen, was da jetzt passiert ist. Aber ist auch klar, weil sie haben den lebendigen Gott auch nicht kennt. Ja, und so dürfen wir wissen, für den Gott der Bibel ist nichts unmöglich. Er kann alles machen. Und vor allem macht er das, was er gesagt hat. Da können wir uns ganz fest darauf verlassen. So viele Sachen sind unsicher, wir wissen nicht, was morgen ist. Aber das, was in der Bibel steht, das ist die Wahrheit. Da können wir uns darauf stützen. Beten wir noch miteinander. Jesus, wir danken dir, dass du die Wahrheit bist und dass du machst, was du sagst. Dass wir uns da fest darauf verlassen und dir einfach vertrauen können. Hilf uns immer wieder dabei, dass wir ganz auf dich schauen. Amen.
Gott hat versprochen, er ist immer und überall bei uns. Vom Anfang bis zum Ende wachet Gott ständig über mich und über dich. Ja, hat so versprochen, hat mir sein Wort gebrochen. Glaub mir's doch, ich bin bei dir. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Vom Anfang bis zum Ende wachet Gott ständig über mich und über dich. Ja, hat so versprochen, hat mir sein Wort gebrochen. Glaub mir's doch, ich bin bei dir. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Immer bin ich da. Ja, Gott hebt all seine Versprechen. Aber natürlich sind so viele Versprechen. Wie sollen wir uns denn die alle merken? Meinst du, Christina hat eine Idee? Oh, bestimmt. Fragen wir sie mal. Hey Christina. Ja, ich habe einen Tipp. Wirklich? Genau. Du hast gehört vorher, Gott sagt zu dir, ich will dich nicht verlassen. Und wenn du deine Hand für das brauchst, zum Erinnern, kannst du immer daran denken. Zwar der Daumen, das ist der stärkere Finger, den du hast. Und das ist für ich, für Gott. Gott sagt das. Will, der zweite Finger, das ist der Mannfinger, wenn man etwas sagen will, ganz ernst. Und Gott sagt, ich will dich, das ist der mittlere Finger. Und du bist Gott sehr wichtig. Darum sagt er, dich will ich nicht, der Versprechungsfinger, verlassen. Der ganz schwache Finger. Wenn du allein fühlst, wenn du meinst, niemand ist da, mit niemand kann ich spielen, mit niemand kann ich reden, denk dran, Gott sagt, ich will dich nicht verlassen. Und manchmal, ich bin auch so vergesslich und darum habe ich etwas gemacht. Ich habe zwar in meiner Tasche so ein Nasstüchli. Wenn man so eine Knote macht an einem Nasstüchli, denkt man daran immer, dass ich muss etwas machen. Und für das habe ich eine Knote gemacht. Und das kannst du auch machen, wenn du schon ein Nasstüchli machst. Und in diesem Nasstüchli habe ich gerade meine Hand. Und das, was ich dir gezeigt habe vorher, habe ich da einfach gedruckt. Du brauchst einfach Stoffmalfarbe dafür. Und du kannst das drauf malen, trocknen lassen. Und dann hast du das immer dabei. Und wenn du denkst jetzt, oh, ich bin allein und niemand ist da, hast du deine Hand einfach in deiner Hosentasche oder in deiner Pullovertasche und daran denken, Gott ist mit mir, er wird mich nicht verlassen. Ja, was für ein schönes Versprechen. Gott wird dich und mich nie verlassen.
Und das bringt uns auch schon zu der ersten Frage von diesem Quiz. Dort geht es nämlich um ein Amtsversprechen, das Gott uns auch gibt. Darum, die erste Frage. Wem verspricht Jesus in Johannes 10, Vers 28 etwas? Antwort A. Er verspricht allen perfekten Menschen ewiges Leben. Antwort B. Er verspricht seinen Kindern ewiges Leben. Oder Antwort C. Er verspricht den freundlichen Menschen ewiges Leben. Die zweite Frage heisst, warum hat der Paulus auf der Insel Kreta nicht weiterreisen? Antwort A. Er hat die Reise wegen Sturm zu gefährlich gefunden. Die Antwort B. Er ist seekrank geworden. Oder die Antwort C. Weil er gehofft hat, dass er dort fliehen kann. Und die dritte Frage, die heisst, die Schiffsleute hatten Angst gehabt, der Paulus aber nicht. Warum? Antwort A. Weil er einfach sehr ein gescheiter Mann war. Die Antwort B. Weil er sowieso schon ein Gefangener war. Oder die Antwort C. Weil er gewusst hat, dass Gott seine Versprechen hebt. Ja, auch das Mal könnt ihr wieder die 3 Fragen ausfüllen und uns einschicken. Und der Gewinner bekommt auch das Mal einen feinen Preis über. Ja, der Knüssli hat letztes Mal am Bundesrat viele Sachen versprochen. Denkt ihr, dass er all diese Versprechen auch heben kann? Hey, ja, bonjour, salut, grüezi. Salut. Herr le Professeur. Hey, wir haben telefoniert. Wer Ich habe gesagt, bist denn du, mein Freund? wir haben telefoniert vor 5 Minuten. Ich bin der Hans Muster. Der Du hast gesagt, du hast einen Hans Job Muster. für mich. Le Champ Mystère. Ja? Ja, ich habe da mal, weißt du, ich habe ganz finstere Pläne. Aber sag mir, was hast du wissenschaftlich schon erreicht, mein Freund? Ja, ich habe ja gesagt, noch nicht so viel. Ich meine, ich habe jetzt Noch erst nicht meinen so Master viel? gemacht. Ich habe jetzt Ja. die Schule abgeschlossen. Aber ich bin bereit, Wer war neue dein Erfindungen zu machen. Wer war dein Lehrer in die Schule? Ja, da hatte ich ganz viel gehabt. Zum einen, ja, ich meine, einer der besten war der Alois Knüssli. Ich meine, Der Knüsli? ja, Der Alois Knüsli? ja. Wie soll ich sagen? Ja, ich meine, Dann kann ich brauchen dich kann man nicht mich bra- sicher. Nein, ich glaube nicht, dass ich dich brauchen kann. Wieso? Der Knüsli war dein Lehrer. Magst du den Knüsli? Ja, der war schon ein sympathischer. Wie sage ich das? Je n'ai pas de intérêt. Hein? Ich Ja, habe was? kein Interesse an dir. Du bist mir so jung, so unerfahren. Du hast eine komische Lehre. Ich glaube, ich kann dich nicht brauchen. Ja, nein. Aber du hast gesagt, du kannst mich brauchen. Ja, weißt du, was war vor 5 Minuten, ist heute flattu. Nichts mehr wert. Ich kann dich nicht mehr brauchen. Ja, nein. Ah. Und so gar ein nicht. Skater. Die Welt ist bald mir. Ich brauche nur das richtige Team. Ah, da ist eine Telefonnummer. Da können wir uns ja gerade mal bei dem melden, beim Herr. 007 007 536. Hallo, das ist der automatische Telefonbeantworter vom Herrn Dr. Professor Alois Knüsli. Und wo bin ich? Hallo? Du stehst neben mir, aber jetzt musst du ruhig sein. Psst, weisst, ich mache einen Telefonbeantworter Durchsage, weisst. Also nochmal, falls Sie etwas zu sagen haben, etwas von mir wollen, eine coole Erfindung brauchen, tun Sie mir doch bitte nach dem Piepston etwas aufs Bändchen reden. Sie dürfen es auch drauf singen oder drauf rappen, was Ihnen am liebsten ist. Tun Sie Ihre Nachricht hinter dem Piepston hinterlassen, bitte. Du. Jetzt musst du das Piep. Ja, wo mache ich das? Ja, Muss ich mach da mal wieder etwas... Vogel oder so? Meinst du, das langt? Ja, ja. Okay. Ich mache einen Albatros aus dem südpazifischen Raum. Guten Tag, da ist Moritz, der Bundesrat vom Bundesamt für Gegenkrankheiten. Jetzt piept es nochmal. Ja, dann halt noch einmal. Guten Tag, da ist Moritz vom Bundesrat. Ich bin der Bundesrat. Ich möchte mich bei Ihnen melden. Wir haben
eine kleine Komplikation gehabt. Könnten Sie mir doch einfach rückrufen und dann kann ich Ihnen das Problem erklären. Und Sie können auch den geschwinden Praktikant von Ihnen vorbeischicken. Das geht auch, der ist so schnell wie das Telefon, dann passt das schon. Ja, und dann noch eine gute Zeit. Bitte geschwind zurückrufen. Adien. Knüssli. Da bist du. Ja, du bist ja voll am Schlafen. Knüssli. Schaffen. Guten Morgen. Da braucht's Hallo. Guten Morgen. Hoi, geschwind. Hey, bist du auch schon da? Schlafen? Ich habe den ganzen Morgen gearbeitet im Fall. Ja, genau. So sieht es aus, dort hat es ein Kreuzworträtsel. Da bist du am Schlafen gewesen. Hallo. Was willst du mir jetzt sagen, du bist am Arbeiten gewesen? Pause von höchstens einer halben Minute musste ich machen. Weißt du, um die Gedankenzellen neu anregen. Und um die ganze Nervosität, die ich habe im Moment habe, muss ich wieder unterdrücken. Weißt Du hast den Bundesrat einmal angerufen? Nein, eben noch nicht. Er hat gesagt, heute gibt er mir Bescheid. Aber er hat noch nicht angerufen? Nein. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen Das hätte ich gehört, weisst, ich habe einen recht leichten Schlaf. Ja, gut. Hey, komm, wir müssen irgendetwas machen, um die Zeit zu überbrücken. Ja, du hast doch mal so ein cooles Spiel erfunden, oder? Kick der Knüsli, ja, das könnten wir machen. Probieren wir das mal. So. Aber weisst du noch, du hast noch nie gewonnen gegen mich, he? Ja, das Also, ändere ich jetzt. Das kannst du gar nicht ändern. Ich habe nämlich ein neues System. Ja, müssen wir noch schauen, ob das zugelassen ist für das Spiel. Also. Soll ich anfangen oder willst du? Ja, Das kommt ja fang du eigentlich an. nicht davon. Fang he? du an. Also, ich mache, wie gesagt, das bekannte Knüsli. Und jetzt bist du dran. Ich mache es geschwind G. Was geschwind G? Ja, geschwind G. Nein, du musst I machen. Was fürs I? Du hast im Geschwind kommt auch ein I vor. Du musst immer ein I machen. Ah, sorry, jetzt habe ich die Regeln voll vergessen. Ich glaube, du hast einfach beschissen. Kann das sein? Nein, ich wollte einfach einmal gewinnen. Ah, darum G wie gewinnen. Ja, genau. So, dann rufen wir nochmals an. 007 007 007. Gewonnen. 5. Ja, 5 Minuten, das hat sich nicht mal abgehört, sehe ich da auf dem Display. Oh. Aber K schlägt immer G. Das ist klar. Hast du gehört? Oh ja, jetzt nimm ab, komm, nimm ab. Sicher der Bundesrat. Also so dick bin ich auch nicht, dass wir es abnehmen wollen. Hey, hallo, grüezi wohl, da ist der Knüsli. Ja, guten Tag, so ist der Bundesrat Moritz. Und ja, ich wollte mich bei Ihnen erkundigen, wie es aussieht. Also Sie haben ja da uns diese Maschine empfohlen. Ja, habe ich gemacht. Ich kann es Ihnen auch jetzt noch empfehlen. Es ist eine wirklich super Maschine. Ich glaube, ein Witz. Ja, aber das Problem ist, mein Praktikant, der es in einer Apotheke ausprobiert hat, ist mit diesem Sirup, den Sie mitgegeben haben, nicht so zurechtgekommen. Nicht zurechtgekommen. Aber der muss ja nur den Sirup reinleeren und dann geht's. Das hat er auch gemacht, aber das ganze Viertel war nachher weg und mein Praktikant mit der ganzen Maschine fort. Weg, einfach weg. Wie meinen Sie weg? Hat er sie gestohlen? Das war ein lauter Knall und dann war das ganze Viertel weg. Also eine Explosion? Das kann ich nur vermuten. Und wegen was Explosion? Ja, er hat die Maschine angeworfen, war mit mir an meinem Telefon und dann ist er auf einmal, bumm, zack, weg. Die Maschine ist explodiert in dem Fall? Wegen dem Sirup? Oder mein Praktikant, ich weiß es nicht, aber sie sind beide weg. Ja, Saletti, so Professor oder wie du es Lufi auch heisst. Ich muss gar nicht sagen. Ich wollte nur mitteilen, die Mission Sirup bei der Maschine ist erfolgreich abgeschlossen. Ich habe gemacht, was du mir befohlen hast, Professor. Und ich würde sagen, ich kann jetzt wahrscheinlich zurückgehen zu meiner Sibyl. Zu der Susan. Sibyl ist ja das Ross, weiss. Ja, ich würde sagen, wenn du mich wieder brauchst, machst einfach wieder ein SMS oder gib mir ein Fünkchen. He? Süß, mach's gut. He? Hat mich gefreut, immer wieder gern. Ciao. Ich sehe zwar brav aus, aber ich bin so Ciao, gell?
Ja, aber dann machen wir so, ich mache einfach eine neue Maschine, oder? Das ist ja ganz einfach, oder? Leider kann ich das selber nicht entscheiden und da haben wir im Gremium eine Sitzung gehabt und wir haben uns demokratisch entschieden. Uli war dafür, Samaretta war eigentlich enthalten. Schlussendlich hat es sich ergeben, dass wir uns gegen sie entschieden haben. Also wie gegen mich? Es gibt ja keine anderen Alternativen, oder? Doch, da haben wir einen französischen Mitbewerber und französischen Anbieter. Er hat uns einen guten Rotwein geschenkt und deshalb können wir uns auch für seine Maschine empfehlen und umsetzen. Wir haben uns für ihn entschieden. Das heisst, Sie brauchen meine Maschine nicht mehr, he? Die dürfen Sie gerne behalten. Also, wenn Sie weitere Praktikanten aufs Spiel setzen wollen, nur zu, aber das machen wir vom Bund her sicherheitstechnisch nicht mehr. Also das ist aber schade. Ja, dann schauen wir, was wir machen. Ja, Adi, Herr Bundesrat. Adien. Ja, also nimmt das jetzt oder nicht? Und was ist das jetzt für eine Explosion gewesen? Ah ja, anscheinend hat er da den Sirup reingeleert, den du mitgebracht hast, und dann ist alles explodiert. Aber der Sirup... Wegen dem Sirup ist es explodiert? Aber das ist doch von deinem Kollegen, vom Samuel. Ja? Meinst du, der hat ihn sabotiert? Also, ist doch dein Kollege? Ja, also wir haben schon mal einen Streit gehabt, weil er hat es nicht verkraften, was er verloren hat im Tic-Tac-Knüsli. Und dann hat er einen Streit gehabt? Ja, also, aber ich habe gemeint, das sei wieder gut. Aber... Und er hat gesagt, er hat noch mit einem französischen Professor, der ihm jetzt noch etwas Besseres hat, das ist sicher le Professeur. Le Professeur? Ja. Wo ist noch mein neuer Diener? Er verspätet sich. Wo bleibt er bloß? Es ist ja schon 4:30. Ja, komm herein, komm herein, komm herein. Ja. Salut Rainer. Guten Tag, Professor. Es ist mir eine Ehre, dass ich wieder vor Sie treten darf. Ja, guten Tag, Rainer. Ich sag dir mal so. Ja. Mein Freund, du bist nicht zufällig hier. Das ist mein Name, Rainer Zufall. Ich habe dich ja verbannt in die Fabrik von die Keks. Richtig. Weil du hast gemacht so viele schlechte Sachen. Ich habe dich nicht gebrauchen. Du machst eine unnütze Mann. Eine schlechte Mann. Einen Mann, den ich nicht kann gebrauchen. Aber ich mag deinen Keks. Dein Keks ist sehr gut. Ich finde, der ist einfach magnifique. Très bien. Der hat meine Seele erfüllt mit Biscuit. Oui. Das ist ja großartig, das freut mich zu hören, großer Meister. Warum bist du wieder zurück? Ich habe gehört, Sie haben mich rufen lassen. Ja, ich und kann dich deshalb jetzt bin ich hier. brauchen. Es ist nie ein Zufall, dass ich hier bin. Das Mein ist Name so, ist Jacques. Rainer. Aber jetzt, Rainer, mach dich nützlich und bück dich. Ich muss telefonieren. Bitte schön. Mach dein Telefon. Bitte schön. Dankeschön. Auf deine Rücken, mach dich nützlich. Und jetzt? Jetzt warte kurz und sei ruhig. Ich telefoniere. 007 007 007. Ich muss den Knüdli anrufen. Der arbeitet sicher mit dem zusammen. Das kann doch nicht sein. Nein. Der sabotiert meine Arbeit, der wird mich loswerden, glaube ich. Oh, das kann ja wirklich nicht. Jetzt schau, jetzt geh nochmal. Ja, salut Alois. Hier ist dein Freund, le Professeur. Ich krieg dich, jetzt hab ich deine Erfindung kaputt gemacht und jetzt als nächstes krieg ich dich. Du wirst nicht mehr lange auf freiem Fuß sein, mein Freund. Und? Nein, 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 nein. Geschwind, pack deine Sachen, wir müssen weg. Alles gut. Er hat abgehängt. Richten Sie doch noch liebe Grüße von mir aus. Er ist nicht mehr an die Telefon. So, Rainer. Ja. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Ja. Bring mich die Knüsli. Gerne. Und zwar lebend, Werde damit ich ich ihn sofort tun. einsperren kann. Und jetzt. Mach ich, großer Meister. Ja, wie schön zu wissen, dass Gott seine Versprechen hält, auch wenn es im Knüsli heute nicht so geklappt hat, obwohl es mir eigentlich nur über den Kopf gewachsen ist. Hey, und apropos Versprechen, wir haben euch ja noch einen Preis versprochen. Oh, ja, stimmt. Und der ist das mal... Nati!
Schau mal die Schiffli unten dran. Oh ja! Komm, wir machen schnell ein Rennen. Oh ja, das machen wir. Wenn wir zuerst noch uns verabschieden von den Kindern. Okay. Also hey, Kind, Nadel und ich haben die Schiffli gefunden. Wir wollen unbedingt das Rennen machen und schauen, wer gewonnen hat. Darum sage ich mir jetzt Ciao da aus dem Studio. Ihr könnt uns noch ein bisschen zuschauen, wer gewinnt. Wir wissen das selber noch nicht, wir haben noch nicht das Rennen gemacht. Aber ja, wir sehen uns nächste Woche wieder und freuen uns auf dann. Tschüss zusammen. Ciao. Ihr seht da eben, sie sind auch in den See oder ins Meer rausgestochen mit ihrem Schiff. Zuerst am Anfang noch schön. Nahe an der Küste sind sie entlang gefahren und sie sind recht gut vorwärts gekommen. Sie hatten guten Rückenwind gehabt. Der Paulus ist dann gekommen und er hat ihnen gesagt, ich kann das da gerade vorlesen, Apostelgeschichte 27, Vers 10. Da sagt der Paulus: Männer, wir werden in grosse Schwierigkeiten geraten, wenn wir jetzt hier weiterreisen. Es ist nicht gut, wir müssen da bleiben, wir haben keine andere Wahl. Der Paulus wird auch in Rom von Jesus erzählen. Gott hat ihm das versprochen. Darum hat der Paulus gewusst, wir werden dort herkommen. Ja, weil Gott hält seine Versprechen. Und das Wunderbare ist, viele von diesen Versprechen der Bibel, die gelten auch uns, die gelten dir, die gelten mir, die gelten den Menschen, die an ihn glauben. Rund um die Insel und vorne an einem anderen Ort. Sie sind gefahren und siehe da, am Anfang ist es recht gut gegangen. Es hat nur schwach gewindet und so sind sie gut vorwärts gekommen wieder. Aber das hat nichts mehr genützt. Tagelang sind sie jetzt auf dem Meer getrieben, ohne dass sie einmal die Sonne gesehen haben oder den Mond und Sterne. Also nur Wolken, starke Wolken, Nebel und festen Regen und Wind, Sturm. Und der Paulus der hat eigentlich nichts anderes gemacht. Der hat einfach darauf vertraut, dass Gott alles richtig führt. Aber ich bitte euch, geht jetzt nicht auf, fasst neuen Mut. Weil wir werden alle am Leben bleiben. Und so haben sie einen neuen Befehl gegeben. Alle sollen jetzt ins Wasser kumpen. Die einen sollen schwimmen, die anderen sollen vom Schiff ein Stück Holz nehmen, wo sie sich daran heben können. Holz geht ja auch nicht unter. Und so können sie mit dem Holz zusammen ans Land schwimmen. Es hätte gar nicht passieren können. Weil Gott hat versprochen, dass der Paulus bis auf Rom kommt. Und sie sind ja noch nicht in Rom.